der Renato Kaiser. Guten Abend. Ein Kollege von mir, der Vince, der hat sehr viele Probleme mit Feminismus, mit der MeToo-Debatte. Man muss aber sagen, der Vince ist ein spezieller Fall. Der Vince meint auch, an einer Frau nachpfeifen sei immer ein Kompliment. Und darum hat er dann so gesagt, ja, darf man heutzutage nicht einmal mehr ein Kompliment machen, ohne dass man gerade sofort ein Sexist ist, oder was? Dann habe ich gedacht, Vince, du darfst Frauen schon Kompliment machen, aber meinst du wirklich, an einer Frau nachpfeifen ist immer ein Kompliment? Was hast du das Gefühl, wie oft schon hat es den Dialog gegeben zwischen zwei Frauen, wo die eine Frau die andere fragt, du, wie hast du deinen Mann kennengelernt? Und sie dann so, das war so romantisch. Ich bin so an der Straße entlang gelaufen und dann hat man einen abgepfiffen. Aus dem Auto. Im Schritttempo. Und dann hat er noch so gemacht. Und dann habe ich gewusst, mal, das ist der Vater von meinen zukünftigen Kindern. Aber er hat auch noch etwas anderes. Er meint nicht nur Frauen abpfeifen, sei es Kompliment, sondern auch Dickpics, sagen das Kompliment. Vielleicht für die das nicht wissen, was Dickpics sind, das ist das Phänomen, oder? Männer schicken Frauen meistens unaufgefordert und oft auch unerwünscht Fotos von ihrem erigierten Penis, oder? Das ist, übersetzt heißt das ja, Dickpics heisst Penisfotos. Oder auch Pimmelbilder. Das ist etwas Gleiches wie Wimmelbilder, einfach ohne Suchen. So ein bisschen, wo ist Walter? Und der Walter ist dann halt der Walter. Es gibt ja sicher Männer, die ihn den Walter nennen. Und es hat sicher auch schon irgendeinen blöden Sieg gegeben, wo auf Tinder irgendeine Frau einfach nur schreibt, wo ist Walter? Und sie so, keine Ahnung, da ist der Walter! Aber ja, viele sagen dann ja, das machen die Jungen. Nein. Wir haben ja auch ein prominentes Beispiel. Wir haben einen Vorreiter von der Szene. Erinnert euch vielleicht noch Gary Gate, oder? Der Gary Müller, Stadtammann von Baden. Also ehemalig jetzt, oder? Der hat ja dort mal aus dem Büro seiner Liebhaberin Fotos geschickt von seinem Stadtammann. Ja? Und dort haben alle noch gesagt, so, Grüssel, Einzelfall, oder? Aber mittlerweile wissen wir, nein, das ist ein flächendeckendes Phänomen, oder? Also der Gary Müller war nur der Anfang, sozusagen das Zipfel vom Eisberg. Und ich habe mich dann eben gleich gefragt, warum, oder? Warum mache ich das? Warum machen Männer das? Oder warum verschicken sie ein Foto von ihrem Penis? Das ist doch so trivial. Warum schicken sie etwas Ausdrucksstärkeres? Zum Beispiel ein Foto von ihrem Gesicht. Und wenn es erotisch sein von mir aus ihr Gesicht während einem Orgasmus, das wäre wenigstens persönlich und fast schon romantisch. Aber das machen sie nicht und das gibt uns, glaube ich, so einen Einblick in die Psyche des Mannes. Der Mann verschickt eben nicht ein Foto von seinem Gesicht, das sonst den ganzen Tag souverän und stabil ist, in dem kleinen Moment vom Orgasmus, wo es verletzlich und lächerlich aussieht. Nein, er verschickt ein Foto von seinem Penis, wo sonst den ganzen Tag verletzlich und lächerlich aussieht, in dem kleinen Moment, wo er souverän und stabil ist.